irritiert bin ich, als am Bahnhof einen gehört habe sagen, von Luzern nach Zug fuhr ich im Kinderwagen. Was ich auch gehört habe und musste lachen. A sagt, so uniformartige Anzüge mit Krawatten sieht man heute nur noch bei Versicherungsvertretern, Banker und Betrüger. B sagt, nein, schon auch bei Immobilienmakler und Berater. A sagt, eben, sage ich ja, Banker und Betrüger. Oder hören Sie das Mini-Gespräch von 2 Frauen nach dem Yoga in der Garderobe. A sagt, ich habe so einen kleinen Busen, ich brauche kein BH. Und B sagt, ich brauche einen BH, weil ich so einen kleinen Busen habe. 2 recht junge Frauen hocken zusammen im Starbucks am Nebentisch von mir. Die eine wird nächstens von zu Hause wegzügeln, in eine WG, erzählt sie. Ihre zukünftigen Mitbewohnerinnen, die kennt sie noch nicht alle, aber die eine schon. Die ist, glaube ich, recht ähnlich wie ich. So in Sachen Sauberkeit und so. Die ist, glaube ich, ziemlich kompliziert. Noch eine jüngere Leute, 2 Jungs stehen in der Mensa von einem Gimmi an der Selbstbedienungstheke. A sagt, ich nehme einen Burger, der ist da sicher gesünder als im McDonald's. B sagt, oh hey, schau, die Banane hier, die ist von McCavar. Ich sitze am Hauptbahnhof Zürich, der ewigen Baustelle, im Zug. Eine ältere Frau mir gegenüber hat einen Hustenanfall. Als er endlich vorbei ist, sagt sie mit erstickter Stimme zu der Kollegin, ich denke wegen dieser Staubwolken auf dieser Baustelle. Die andere beschwichtigt, das hört schon wieder auf. Die Hütlerin schüttelt den Kopf. Die Dinosaurier, die sind auch wegen der Staubwolken ausgestorben. Die andere schaut jetzt ganz fest aus dem Fenster. Schön finde ich auch, dass immer wieder neue Wörter erfunden werden. Im Tram habe ich 2 gut angelegte Frauen gehört, miteinander über das Weihnachtsessen vom Geschäft reden. Sie haben gewährleistet, was für Schuhe anlegen. Die eine hat gesagt, sie legen Glitzerballerinas an, weil letztes Jahr sie recht tanzt worden. Die andere hat gemeint, sie tanzen sicher nicht, sie werden nämlich ihre neuen Stylettos anlegen. Ich habe Stylettos gesagt. Echt wegen der Steilheit vom Absatz? Oder wegen dem Style? Keine Ahnung, aber schönes neues Wort. Und das eine ganz herzige Geschichte, es ist Dezember. Eine Großmutter sitzt mit ihrem 4-jährigen Enkel zuhinterst in Zürich im Tram. Ein Auto hinter dem Tram macht einen U-Turn und andere Auto hupt empört. Der Kleine sieht es und fragt, was macht der? Die Großmutter reagiert nicht, weil sie es gar nicht gesehen hat. Hä? Was macht der? Was meinst du? Was tut der machen? Sie hat keine Ahnung, von was der Kleine redet. Und sie ist dran bei einer Grossbaustelle. Der Enkel fragt wieder nach dem U-Turn. Was macht der Mann? Die Oma sagt, hier bauen sie ein ganz grosses Haus. Der Kleine gibt es auf. Ein paar Haltestellen später, das Kind fragt, was ist eine Katastrophe? Die Großmutter reagiert nicht, hebt den Kleinen aber liebevoll im Arm. Der fragt wieder, was ist das? Was meinst du? Der Bub, Katastrophe? Was ist eine Katastrophe, Schätzi? Was ist das, Katastrophe? Sari ist eine Katastrophe, hä? Fragt das grosse Lieb zurück. Jetzt gibt der Enkel auf, weil etwas anderes seine Aufmerksamkeit auf sich zieht. In einer kahlen Baumkrone oben hängen ein paar rote Ballone. Das Kind ist fasziniert. Die Großmutter hat die Ballone aber nicht gesehen. Der Bub, was ist das dort im Baum oben? Sie streichelt ihm den Kopf. Hast du etwas gesehen? Dort im Baum oben, was war das? Ich habe es nicht gesehen. Wie hat es denn ausgesehen? Rot und rund. Dann war es allweg Sammy Klaus. Der Kleine will bei einem Haar aufgeben, aber dann sagt er, es hat aber ausgesehen wie Ballon.